Freunde, ich bin's, euer Domenico Sniper. Ich bin hier jetzt gerade auf meinem TS. Ich habe mir einen eigenen TS gemacht, der heißt Angry Tryhard. Wir sind hier jetzt gerade zwei Leute, wo den Owner haben, also uns gehört der TS. Das ist einmal hier der Rico und wir haben hier auch den Sid. Der ist bei uns als Angry Tryhard Mitglied. Und wenn ihr bei uns mitmachen wollt, kommt einfach auf diese TS-IP, auf die 22, auf diese hier, wo ich euch jetzt gerade markiert habe. Und ich würde dazu sagen, wenn ihr euch das Video, was ich jetzt aufnehme, gefällt, dann lasst einen Daumen da, abonniert mich und macht die Glocke auf alle. Dann kriegt ihr auf jeden Fall immer die brandaktuellsten Videos, was ich euch in YouTube oder auch generell in YouTube posten werde oder hochladen werde. Ganz einfach gesagt, wir machen das auch mal. Wir geben hier, jetzt habe ich schon den Titel verraten für dieses heutige Video. Ist kein Problem. Ich kopiere mir jetzt hier die Server-IP. Ich gebe sie hier ein. Oder warten, ich starte mal kurz einen neuen TS. Hallo? TS3. Öffnen. Machen wir es halt darüber. Okay, es funktioniert auch nicht. Gut, dann machen wir es anders da. Zeige ich euch, wie ich es hier gemacht habe. Wir kopieren hier das neue, also die neue Server-Adresse ein, wenn ihr TS habt. Wenn ihr kein TS habt, ladet euch TS runter und dann macht verbinden. Und hier seid ihr jetzt in dem neuen, in der Eingangshalle. Ich bin jetzt hier noch hier unten, aber so wie ich hier jetzt drin bin, hier könnt ihr in die Eingangshalle reinkommen, auf den TS joinen, wenn ihr jetzt gerade mal hier Spiele spielt. Wir haben hier die ganzen Spiele, was wir auf dem TS hier zocken. Wenn ihr aber auch Rainbow habt, haben wir hier den eigenen Channel, wo ihr reinkommen könnt. Wir können euch dann auch fragen, was ihr hier wollt oder ob ihr hier, was ihr hier machen wollt. Wir können euch auch immer empfehlen, schreibt uns an, uns Owner oder auch die Mitspieler, die wo hier drauf sind. So wie jetzt den Sid. Wir haben auch einen eigenen Musikbot und eine Laberecke. Da könnt ihr, wenn ihr in den Musikbot reinkommt, schreibt uns die Owner an. Wir machen euch Lieder an, die ihr haben wollt. Oder auch unsere Playlist, wo wir haben. Und in der Laberecke könnt ihr reinkommen und selber mit euren Kollegen hier zocken oder auch weitere Sachen handhaben. So, und jetzt geht's mit dem neuen Video los. Servus! So, da sind wir auch schon im LS19. Ich komme gleich nochmal. Disconnected. So, jetzt sind wir im LS19 Farming Simulator 2019. Wie auch schon gesagt, ich werde hier ein neues Spiel erstellen. Und das nehmen wir. Das ist meins, das ist das. So, hier können wir jetzt 3 Sachen auswählen. Also, es gibt immer noch im Farming Simulator Karriere, Multiplayer, Tutorials, Mods, Erfolge, Options, Mitwirkende und Beenden. Aber beenden wollen wir jetzt nicht. Ich zeige euch jetzt erst einmal die Tutorials. Ackerbau habe ich schon erfolgreich erfüllt. Dann gibt es den Pflanzenschutz, Düngen, Ballenpressen, Boden
Bodenerhaltung, also dass man halt Felder optimieren kann, das Wachstum optimiert, also pflügen, Grobern gibt's noch, dann gibt's noch einen Pflanzenschutz, was man machen muss, Ballen pressen und die Forstwirtschaft. Ich würde sagen, wir machen die Tutorials gar nicht, die habe ich zum Anfang mal gemacht. Die News, die brauche ich jetzt auch nicht. Wir machen den Karrieremodus. Wir gehen auf den Spielstand 1. Hier kriegen wir jetzt unsere Karrieremodus. Kriegen wir hier. Da kriegen wir einmal einen neuen Farmer, einen Farmer Manager und den bei Null Beginner. Der neue Farmer, da haben wir unsere, wie soll ich sagen, unsere Farm haben wir schon. Wir haben auch schon was in der Getreide, also im Silo, haben wir schon was drinnen. Dann die Preise sind in der Regel höher. Und die Spielelemente sind vereinfacht, also das Getreide auf den Feldern verwelkt nicht. Dann haben wir den Farmer Manager. Da ist der Wirtschaft ist angemessen, Getreidepreise und akzeptable Kredite bei der Bank bereitet dir noch keine Kopfschmerzen. Aber da müssen wir auch sagen, ihr müsst die Silos, die Hallen und die Fahrzeuge schon selber kaufen. Und dann bei dem Nullbeginner gibt es mehrere Herausforderungen. Also da sind die Spielelemente simulieren möchten möglichst realistischen Zuständen. Also den Nullbeginner habe ich noch nicht gemacht. Wir machen jetzt aber den neuen Farmer. Wir haben hier einmal Ravenport, ist eine Hauptmap von LS19. Dann Felsbrunn ist auch mal noch eine Hauptmap. So, und dann komme ich schon zu den Mod-Maps, wo ich mir heruntergeladen habe. Einmal die Alpennormähren, dann Canadian Produktionsmap, dann das war die Lapra, die war vom LS17, war das die Deluxe Edition. Kann ich euch nachher kann ich euch nicht einblenden. War das die Map? Dann gibt es noch die Grizzle Mountain, ist reine Forstmap, reine Forstkarte. Werden wir vielleicht in irgendeinem Multiplayer oder weiß ich noch nicht, nicht Stream, sondern Let's Play werden wir die hier spielen. Dann gibt es einmal die Hagenstedt. Die Hagenstedt war die erste Map, nicht die erste Map, es war vom LS13. Also Landwirtschaftssimulator 2013 war das die Hauptmap. Das war eine richtig geile Map. Dann gibt es einmal die Nordfriesischer Marsch. Dann die Schwarzingen Singleplayer. Die ist von den lieben McManus. Da spielen sie gerade True Farming drauf im Multiplayer. Das streamen die auch. Und dann gibt es noch die Old Stream Farm. Die habe ich bis jetzt noch gar nicht gespielt. Die Map vom Willkommen in Franken habe ich auch noch nicht gespielt. Und dann gibt es noch die US Farm, US Legend, Willkommen in den USA. Da bin ich gerade mit einem Kollegen dabei, eine Multiplayer Farm aufzubauen. Also ich habe die Farm schon aufgebaut. Das kann ich euch kurz mal zeigen. Das ist die hier. Da seht ihr mal die ganzen Mods, wo ich jetzt drin habe. Ich werde die aber euch alle nochmal in die Videobeschreibung werde ich sie euch nicht packen. Die könnt ihr dann euch selber raussuchen. So, dann müssen wir ein bisschen warten, weil es die Mods jetzt gerade im Moment noch nicht so schnell ist. Die Mod-Sachen. Ja, dann lass uns mal gucken. Nee.
Genau, hier unten seht ihr nochmal ein paar Tipps vorbeirauschen, wenn der Ladebildschirm derzeitig da ist. Und ja, Pferde brauchen Hafer, Wasser und Heu, damit sie glücklich sind. Pferde werden wir, weiß ich noch nicht, werden wir vielleicht machen, werden wir vielleicht auch nicht machen, aber erst auf der anderen Map, also auf unserer Multiplayer-Map werden wir das machen. So, jetzt laut schneller. Genau, was ich noch sagen wollte, ihr könnt, wenn ihr im LS drinnen seid, hier leckt schon ein bisschen, aber das ist kein Problem. Wenn ihr im LS drinnen seid, könnt ihr das hier machen. Ihr könnt das jetzt noch nicht machen, also ihr könnt euch noch keinen Cheat-Modus Befehl geben, weil ihr im Moment müsst ihr noch, wenn ihr das haben wollt, wartet mal kurz. Ich schalte gleich auf die Sache um. Jetzt muss ich es kurz einmal nachgucken, wo das ist. Genau hier. Ach nee, das ist die falsche Ding. Hier sind wir. Das hier müsst ihr hier drin sein. Also in My Games, Farming Simulator 19. Dann geht ihr hier auf Game, macht einen Rechtsklick drauf, bearbeitet. Wollt ihr das bearbeiten? Dann geht hier unten. Hier steht normalerweise False drinnen. Genau, False. Steht hier normalerweise drin. Ihr schreibt das aber zu True um. True. Schreibt sie das um. Dann könnt ihr im LS19 könnt ihr hier, das zeige ich euch jetzt, mit der, also ihr habt auf der Tastatur die Nummer 1 und dann so ein Dächchen mit dem Gradzeichen. Da geht ihr einmal drauf. Wenn ihr nochmal drauf geht und jetzt mal eine Tab-Taste drückt, dann kommt hier unten auf der linken unteren Seite bei dem Hashtag verschiedene Befehle. Wenn ihr jetzt aber hier hinten ein Get und dann großes T kommt, ja genau, GS, großes T. Bei GS kommt dann Toggle bei Player FPS, FSM, keine Ahnung was das heißt. State Champs, also wie wir Mali ihr schon gesprungen seid. Fly Any Hub, No Hub Mod, da macht sie ein Leerzeichen und jetzt steht True dort. Ist so eine kleine kleine Hilfe, sage ich jetzt mal. Und jetzt geht ihr auf J und macht den Buchstaben Q und dann könnt ihr fliegen. Ich habe jetzt hier noch einen Mod mit drinnen, der heißt Speed Player. Den stelle ich jetzt mal ein bisschen höher, dass ich euch die Map ein bisschen genauer zeigen kann. Dann haben wir hier dreimal Saatgutherstellungen. Die gibt's von dem Mod Global Company. Und der ist eigentlich relativ geil, weil da könnt ihr eure selber, also Seedmaker, in der Übersicht können wir dann hier mal sehen, was wir hier produzieren können, also Saatgutherstellung. Hier einmal Getreide, Pflanzenschutz und dann gibt es Saatgut. Den haben wir hier dreimal. Dann hier haben wir mal einmal BGA, zweimal BGA. Da können wir dann Steuerung G, öffnet ihr übrigens die Global Company Mod. Hier können wir dann einmal den Grimm, gehen wir hier drauf, können wir einmal Zuckerrüben einlagern als Rohstoff.
und kriegen hier Gerstenreste raus als Produktion. Dann Silagebunker, Silage zu Gärresten oder auch Gülle zu Gärresten. Können wir auch machen. Ich habe hier jetzt auf Status deaktiviert, Autostart auf an. Ihr könnt sie hier aber auch den Autostart ausmachen oder auch anmachen. Ist euch überlassen. Dann gibt es hier noch das Silo, das Hochsilo, das wo ihr hier seht, die 2. Nochmal mit Steuerung G öffnen. Einmal hier, genau, Hochsilo Hof. Dann seht ihr hier, habe ich schon mal was reingefüllt. Ist für, wenn ich mit Konrad, also mit meinem Kollegen spiele. Häckselgut oder Gras könnt ihr hier reinpacken. Und irgendwann kommt Silage raus. Kommt hier könnt ihr Silage reinkippen oder Häckselgut und Gras. Und hier auf der linken Seite kommt dann das Silage raus. Hier sind noch kleine Anzeigen. Und ja, da wollte ich jetzt eigentlich noch nicht rein. Wo sind wir denn? Sorry Leute, aber das muss jetzt mal sein. Mhm. Ich finde meinen eigenen Hofschuh gar nicht mehr. Nö. Jetzt fliegen wir mal ein bisschen in der Weltgeschichte umeinander. Aber da vorne ist es auch schon. Unser Hof. So, hier haben wir hier einmal eine Maschinenhalle. Hier sind einmal 4 Drescher drin. Es sind einmal hier 4 Drescher drin. Dann sind nochmal 2 Rübenroder drin. Dann zweimal die Amazon, was sind sie denn? Pflanzenschutz. Die Amazon Panther zweimal. Dann für den Rübenroder zweimal das Schneidwerk vorne dran. Dann zweimal eine Ballenquaderpresse. Zweimal eine Ballenquader also Stackwagen. Dann 4-mal ein Sammelwagen. Also für Gras. Man kann auch Häckselgut mit reinballern. Dann 4 Traktoren, insgesamt 6 Traktoren, zweimal ein Case. Den Case ist als Mod. Den Case Axion 960 mit der höchsten Ausstattung. Können wir mal hier Großtraktoren. Genau, da ist er. Hier haben wir einmal den Axion 900. Wir können hier aber in der Motorausführung 920, 930, 940, 950, 960. Der 960er, der hat eine PS-Anzahl von 445 PS. Einen 700 Liter Tank. Das hat der im 950er genauso, hat aber deutlich weniger PS. Den haben wir zweimal. Dann haben wir einen JCB. Zweimal ein JCB. Ne, dreimal sogar. Und dann haben wir hier noch einmal einen. Moment, ich wollte jetzt nicht rein. Einen Valtra, der T234, den habe ich jetzt mal hier in schwarz getönt.
Was das Geile bei dem Axion, genau, nicht bei dem Axion, sondern bei dem Valtra ist, man kann seinen Führerstand einmal um 180 Grad drehen. Also dann hat man, wie ihr hier seht, hinten und vorne ist ein Lenkrad. Da können wir dann wenn wir jetzt ein Mähwerk hinten und vorne haben, also ein doppeltes Mähwerk, können wir einmal hinten anhängen, können rückwärts fahren, oder wir können es vorne anhängen und hinten noch einen Ladewagen oder auch ein Schwader, können wir nach vorne fahren und können gleich das Zeug noch schwadern. Ist eine geile Aktion. Dann haben wir nochmal zweimal MAN Tatra, ein Phoenix. Ne, ein Tatra ist der Herstellername, ist nicht von MAN, so viel ich weiß. Ne. Haben dann nochmal zweimal eine Brücke, nicht eine Brücke, sondern ein Tieflader. Da haben wir einmal den Spezial-Tieflader TLS 39. Den haben wir zweimal. Dann haben wir hier noch unsere Fahrzeuge. Also die Fahrzeuge sind eigentlich relativ bloß für Überfahrten. Wenn wir jetzt von einem Feld zum nächsten Feld zu einem größeren Feld fahren müssen, und da nehmen wir dann hier, dass wir einigermaßen realistisch an die Sache rangehen. Dann haben wir hier auf der Seite noch zweimal einen Flug. Die größte Auslastung. Dann haben wir hier zweimal Sämaschinen und dann nochmal zweimal eine Sämaschine. Die eine Sämaschine, was wir jetzt hier stehen haben, die einmal hat hier eine Länge von 35,6 Meter und die andere hat 18,2 Meter. Die kann rein bloß Sonnenblumen und Mais säen und das andere halt. Und die hier kann das gleiche, also kann nur Weizen und Gerste säen. Und ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir überhaupt mal mit dem eigentlichen Video an. Ihr seht, das ist noch größer. Auf der Seite, wo ihr hier jetzt noch nicht seht, habe ich ein klein, aber feines für USA-Verhalten noch eine BGA mit dazu, also Silo, wo wir jetzt sagen, die möchten wir jetzt nicht in der schnellen Produktion haben, wie hier nochmal die zwei Hochsilos. Hier einmal, in dem hier, wo ich jetzt gleich davor landen werde, also in dem hier ist einmal Hühnerstall, nochmal ein Hühnerstall, dann einmal eine Kuhweide, noch eine Kuhweide und 4 Schweine. Haben wir hier nochmal Fahrzeuge drinnen, nochmal ein Güllefässer und noch ein Miststreuer zweimal, dass wir den ganzen Mist, den wir die Viecher hier produzieren, außer die Schweine, dass wir die aufs Feld schaffen können. Ja, das wäre jetzt sozusagen der erste Anfang hier gewesen. Wir gehen jetzt aber schleunigst auf unseren eigenen Server, den wir erstellen werden. Und auf dem Server werden wir auf der Map, lass mich mal überlegen, Felsbrunn werde ich nicht machen, Alpenland, Hagenstedt, Marsch. Ist schwer zu sagen. Ich glaube, ich werde die nordfriesische Marsch nehmen. Oder die Hagenstadt? Wartet mal kurz. Ich muss mal kurz was gucken. Da wollte ich jetzt noch nicht hin. Ich würde sagen,
das seht ihr in der nächsten Folge. Ich würde sagen, haut rein, Leute. Danke fürs Zuschauen und Servus, bis zum nächsten Mal.